viertes Kapitel, der Weiterbrecht. Zweiter Teil. Der Töpfli-Dino hat enger draussen, aber der Weiterbrecht können lesen Tollefin und dort hat er's zu der Karte gehört. Der Sommer wird noch eine Weile da bleiben, hat's geheissen, und die Sonne scheint. Als ob ich das nicht gewusst habe, hat er gesagt und hat wieder aufgehunkt. Er wollte am Borstenpeter einladen, aber dort ist nütarlich besetzt gsi. Das ist auch ein Binetsch, hat er dann zu sich gesagt und sich eine Tabukpfeife eingezahntet. Gleich drauf oben hat bei ihm das Tollefin geläutet und der Prestenhausi asch drinnen gsi. Lass, der Borstenpeter will zu uns in Presteneck kommen. Kannst also das Gaffer pocken sein, hat er am Töpfli-Dino gesagt. Dies ist ja bestens, hat der Töpfli-Dino geantwortet, wo du dort die Prestenhausi, ihr könnt euch's denken, mal wieder abgeschnauft hat. Chach! Und der Weiterbrecht hat auch schön gemeldet. Dann machen grad einmal am Borstenpeter sein Nächtlager parat. Aber am Hummi sind schon dunkle Wolken aufgekommen und in der Ferne hat es angefangen blitzen und Dännern. Und grad wo der Borstenpeter auf dem Weg gesehen ist für die Presteneck, hat im mindesten Krachen gar nichts angefangen zu arbeiten.